schon her. Mein Lieber, ich hab dich voll wirklich gern. Aber jetzt wird es Zeit, dass die Wirtschaften wieder aufmachen. Die ganze Zeit kann er die von der Früh bis auf Nacht bedienen. Na, da schau her. 25 Jahre lang darfst du mir schlechtes Gewissen einreden, wenn ich zum Wirke und jetzt auf einmal darfst du mich loswerden. Ja, weil es wahr ist, ich bin doch kein Wirtshaus. Nein, gewiss nicht. Weil im Wirtshaus gab es wenigstens ab und zu mal was Gescheites zum Essen. Okay, weil du dich im Wirtshaus aufs Essen konzentrieren darfst. Ja, Entschuldigung, dass mir das Bier vielleicht schmeckt. Ja, aber der fleischlichen Kost bist du auch nicht abgeneigt, gell? Wie meinst du jetzt das? Muss ich da dazu noch irgendwas sagen? Mei, schau dir die jungen Leute da einmal an. Mit ihren scheiß Handys. Null Unterhaltung. Auch jeder glotzt nur noch in sein Kastel rein. Na, das hat's bei uns nicht gegeben. Mir ist ja gerade, als nur wenn die das Essen nicht einmal mehr richtig wahrnehmen. Denen, wenn sie das Teller wegziehen, darfst du dir einen Hundsfutter hinstellen. Die daten das wahrscheinlich gar nicht merken. Kannst du dir das vorstellen? Die jungen Leute, sowas von ferngesteuert. Na, Rudi, da waren wir schon anders, gell? Rudi, was hast du denn? Ja, sag einmal, ich schimpf über die jungen Leute und mein Alter ist der Allerschlimmer von alle. Ja, was denn? Ja, ist aber auch. Und du, wenn's das ins Internet tust, dann kannst du deine nächste Mahlzeit aus der Schnabeltasche schlürfen. Spezi, merkt er das? Iss. So, Dankeschön, die Herrschaften. Herr Pfarrer, Prost, Papa. Prost. ich wünsche Ihnen alle noch einen schönen Sonntag. Gell? Wir ehren uns bald einmal wieder. Dankeschön, ebenso. Das gibt's doch wohl nicht. Alle haben schon gegessen, der Papa hat sogar schon gezahlt und ich habe noch nicht mal was zum Essen gekriegt. So unscheinbar bin ich doch jetzt auch wieder nicht. Grüezi, Papa. Danke, Papa, fürs Essen. War hervorragend. Vielen Dank für die Einladung, Herr Breitreiter. Da geht's gut. Ja, sehen's gut, sehen's gut. Dankeschön. Haben wir alles? Gehen wir. Ich meine schon. Dann packen wir's. Auf geht's. Hallo? Das gibt's doch wohl nicht. Hallo? So. Ein Hals. Die Suppen kommt noch gleich, gell? Halt, Fräulein. Ja, sag mal, hast du was an die Ohren? Ich hab frei kein Holz bestellt, ich wollte ein dunkles. Also, weißt du was? Jetzt hast du ein Dunkles. Prost! So, zum Wohl, gell? Na dann, Prost. Ja, da sagt es ja erstmal alle fitz. Glaubst du das? In 5 Minuten ist eine Hochzeit und meine Ministranten sitzen beim Wirt und saufen ein Bier. Das ist nicht mal eine gesunde Einstellung. Aber Herr Pfarrer, heute eine Hochzeit, stimmt das schon? Ja, das sagst du am besten das Brautpaar, das in der Sakristei Pfirs im Bauch steht. Aber Herr Pfarrer, bei mir ist jetzt nächste Woche wieder Hochzeit eintragen. Ja, da hast du halt von da. Ja, was ist jetzt? Soll ich euch umbeten in die Kirche oder was? Nein, jetzt wachst du auf. Herr Pfarrer, müssen Sie nicht auch zur Trauung um mich? Trauung? Was für Trauung? Haben wir heute eine Trauung? Herr Pfarrer, Sie! Ministranten streichen mal anders immer dumm, ha? Sie haben's erfasst, Kathi, Sie haben's erfasst. Aber da kann man dir ja nie auf eine ruhige halbe Bier beim Wirt, wenn andauernd die Ministranten am Tisch hocken, gell? Herrschaftszeiten! Heißt es
Ja, was tust denn da? Ja, lauter möchte ich machen, weil bei deinem Gezuzel versteht man ja kein Wort mehr. Weil das an mir liegt. Du wärst langsam Dorat. So ein Schwan. Ich ja alles seh, was ich möchte. Und wenn ich zu dir sag, du sollst zum Ohrenarzt gehen, das hörst nicht. Hä? Ja, sag ich doch. Jetzt pst. Oh, Auwe. Auwe, was hast du denn jetzt gemacht? Ich hab nix gemacht. Der Fernseher aber. Zzt hat er gemacht. Naja, das hab ich auch gehört. Zzt. Und jetzt? Ja, wie jetzt? Hier ist er. Kannst gleich einen Elektriker anrufen. Ja, freilich, warum denn ich? Du hast ihn kaputt gemacht. Was hast du kaputt gemacht? Ich will bloß ein wenig lauter machen, weil du eben so einen Lärm machst. Dir gib ich gleich einen Lärm. Jetzt geh weiter, ruf du. Ich sag ja die Nummer nicht gescheit. Halt blind und taub, aber sie aufen wie der Mufti. Bei sowas brauchst du nicht lesen können. Das macht man heutzutage so. Siri, Elektriker anrufen. Ja, und was soll ich dem jetzt sagen? Ja, mei, sagst halt, Zzt hat er gemacht. Das wird ewig am Fernseher sein. Ja, hoffentlich können sie ihn reparieren, weil naja, leid uns momentan nicht. Das sind die zwei Herren Elektriker. Grüß euch. Ist gut. Gut. Das ist er. Der mag nicht mehr. Gestern Abend mitten unterm Fahrrad, Zzt, hat's Pfeife angefangen und sehen Sie. Wie hat er gemacht? Zzt. Aha. Nein, nicht Pfft. Zzt hat er gemacht. Oder gemacht musst du? Ja, ja, bin nicht blöd. Ich hab schon gehört. Ja, Zzt und aus war er. Zappen tust du. Au, weh. Oh, wie hört sich da an? Nein, das kriegen wir schon hin. Wir müssen gerade ein bisschen eine ungünstige Zeit zum Fernsehen richten. Wieso? Gibt's keine Ersatzteile? Jo, aber es ist halb 10 und dann machen wir normalerweise halbe Brotzeit. Jetzt heut's gerade gekommen, ihr werdet doch nicht gleich wieder abhauen zum Brotzeit machen. Nein, da geht bloß der Seppi. Ich bleib schon da. Nix da, ihr repariert den Fernseher und ich richte euch eine Brotzeit her. Wiener und Brezen hätte, war das gerecht? Wie du wirst du? Für mich schon. Was meinst du, Meister? Ich mein, dass das an der Stromversorgung liegt. Nein, ich mein zwecks der Brotzeit. Warum? Hast du schon nicht geholt? Nein, der holt jetzt keine Brotzeit. Ich hab gesagt, ich hab Wiener und Brezen. War das was? Und einen scharfen Senf. Ein Mittelschaften hab ich. Ja, geht auch. Ja, da sind wir aber froh. Gut, hätten wir das schon mal. Ja, dann hätten wir das schon mal. Jetzt müssen wir sich halt bloß noch um den Fernseher kümmern, gell? Aber Panik, wegen dem sind wir ja da. Ach, gesagt. Na, schauen wir mal. Und? Ich meine, dass es an der Stunde so viel liegt. Sag ich doch. Den werden wir mitnehmen müssen. Was? Wieso mitnehmen? Wie lang denn? Und wo soll ich dann Fußball anschauen? Und zum Trinken ein Bier? Wir sollen wir kein Bier nicht trinken. Na, Limo. Nein, bring uns noch ein Bier. Nur weil wir kein Bier nicht trinken sollen, heißt das noch lange nicht, dass wir es nicht tun. Also 2 Bier. Nein, nix. Gar nichts gibt's. Solange der Fernseher nicht hergerichtet ist, gibt's gar nichts. Gar nichts. Nicht einmal ein Bier? Nix. Ja, eine Möglichkeit hätten wir noch. Aha. Tauschen wir mal das Kabel aus. Na also, geht ja wieder.
Super. Die gleiche Gaudi wie vorher. Dankeschön. Ja, hast du ein schlechtes Gewissen? Ich? So? Ich werde uns doch noch mal eine Brotzeit herrichten dürfen. Einfach so, weil es gerade so gemütlich ist. Einfach so. Und das ohne Hintergedanken. Und warum glaube ich jetzt das nicht? Was weiß ich? Aber gibt's da. Da ja weiter Wind, dass du dein Bier saufen kannst. Ja, was denn? Zu einer Brotzeit schmeckt halt einfach das Bier am besten. Darfst auch mal trinken. Du bist ja so selbstlos. Das ist kaum zum Ertragen. Ja, was ist denn jetzt? Bist du noch fremdgegangen, ha? Geh ich. Ja, stimmt. Das ist auch eigentlich eher unwahrscheinlich. Ja, wie meinst du jetzt das? Ja, hast du irgendwas angestellt? Ach, so ein Schmarrn. Ich werd doch meiner Frau mal ein paar Blärme mitbringen dürfen. Raus damit, was willst du denn? Gar nichts, ehrlich. Naja, dann geh her. Die stellen wir zum Abendessen dazu, das schaut bestimmt schön aus. Ja, wegen am Abendessen. Der Franzi hat mich gefragt, ob ich ihm beim Räuchern helfen kann, weil der schafft das allein ja nicht und der darf jetzt anfangen. Also, Schau, dass du rauskommst. die will ich noch einmal Blärme bringen. Ja, Sakrament, ja, bisschen narrisch. Das hab ich schon gemeint, mich straft der Blitz. Die werden jetzt gleich was anderes strafen, Mandei. 2:30 in der Früh. Sag einmal, du hast gesagt, du kommst nach dem Fußball heim. Ein Spiel war um 7:30 gehen. Ja, ich wollte ja nachher gleich heimgehen. Aber dann ist alles irgendwie ein wenig verreckt hergegangen. Verreckt hergegangen. Ach so. Ja, weil ja gerade der Franzi noch eine Brotzeit hingestellt hat zu seinem Geburtstag. Ja, da hab ich ja nicht einfach gehen können. Der war mir ja auf ewig beleidigt. Ja, und bei mir ist es wurscht, oder? Wenn ich mit dem Abendessen hier wart. Warum bist du dann nicht nach der Brotzeit gekommen? Ja, weil das Greichere war doch ein wenig fett, gell. Also so haben wir's nur mit einem Schnapsal abgeschwappt. Sicher. Ein Schnapsal. Ja, lass 2 gewesen sein. Jedenfalls gerade wie aus der Tür rausgewollt, kommt der Sommeraseppi daher. Und der hat mich dann gleich gepackt, weil wir schon seit ewigen Zeiten noch ein Kickermatch offen haben. Das habe ich natürlich spielen müssen, gell. Ja, dann ist ewig hin und her gegangen und dann hat der Seppi verloren. Ja, und der Verlierer, der muss selber eine Mast zahlen, gell. Jetzt haben wir halt die Mast noch drungen. Aber danach wollte ich wirklich echt heimgehen. Aber dann haben uns der Franzi und der Herbert noch herausgefordert. Und dann haben sie uns nicht gehen lassen. Sag einmal, glaubst du dir das alles selber, was du davon zahlst? Ja? Du nicht? Ich geh jetzt ins Bett und du mach bitte ins Licht aus, nachdem du deinen Bierhunger gestillt hast. Okay, also Bier jetzt noch was essen das. Obwohl, so ein paar Wiener Würstel. So, ist ein bisschen spät geworden gestern. Ja mei, wann werde ich daheim gewesen sein? So um eine halbe Dings. Ja. Um eine halbe Dings und dann hast du unbedingt noch was essen müssen. Ja, wer halt einen Hunger gehabt haben. Und ein gescheites Reischerl. Ich? Wie kommst du jetzt da drauf? Ja, weil ich heute in der Früh das Geschirr im Kühlschrank und das Wiener Würstel im Geschirrspüler gefunden hab. Ja, sonst regst du alle auf, wenn ich nichts aufräume. Wie es mache ich es verkehrt. Gell, warum hast du denn jetzt ausgeschaltet? Jetzt war's grad so lustig. Ja, für die vielleicht. Mir gelang's. Ha? Kein Bierhunger mehr, ha? Ein paar Wiener Würstel waren noch da. Sehr witzig. Du verdurst nicht den Geschirrspüler rein, gell? Bayern Comedy wird unterstützt durch die private Landbrauerei Schönraum.